Hallo, liebe Quetschenfreunde. Bei mir ist heute ein ganz besonderer Gast und er ist einer der ganz Großen. Und hier spiele ich nicht nur auf die Körpergröße an, er ist mittlerweile bereits fast größer als ich, sondern auf sein Talent im Harmonikaspielen. Viele von euch werden ihn gesehen haben, voriges Wochenende im Fernsehen beim steirischen Harmonikawettbewerb. Hier neben mir sitzt der Sieger des diesjährigen steirischen Harmonikawettbewerbs, das ist der Daniel Hoppl. Danke Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du zu uns kommst. Gern. Wie geht's dir? Hast du deinen Sieg schon verdaut? Ja, mittlerweile schon. Sehr schön. Der Daniel ist ja aus unserer näheren Umgebung. Daniel, woher kommst du genau? Ich komme aus Fischbach in der Nähe von Birkfeld. Also aus Fischbach. Wie alt bist du jetzt? 14 Jahre. 14 Jahre, das heißt, genau vor 5 Jahren bin ich auch 14 gewesen und habe auch den steirischen Harmonikawettbewerb gewonnen. Welche Schule machst du? Welche Schule gehst du? Ja, ich gehe in die NMS Birkfeld. In Birkfeld. Musikalischer Zweig, Ja. oder? Okay. Und abgesehen von der Musik, was machst du noch gern? Was sind deine Hobbys? Ja, in der Freizeit tue ich gerne Radfahren und Motocross fahren. Radfahren und Motocross fahren. Ein Rennfahrer sozusagen. Daniel, erzähl uns mal, wie war der Harmonikawettbewerb für dich? Wie ist der Tag so gelaufen, von der Früh bis am Abend? Warst du aufgeregt? Was ist da passiert den ganzen Tag über? Ja, wenn man aufsteht in der Früh, kann man es noch gar nicht glauben, dass man da jetzt hinfährt. Dann fährt man da hin. Da fängt die Nervosität an und dann ist eine Generalprobe und dann ist es weiter. Das heißt, es ist vormittags eine Generalprobe Ja, und dann habt ihr eine Mittagspause gehabt, oder wie? Und dann ja, am und dann Nachmittag ist losgegangen. ist der Wettbewerb losgegangen. Warst du nervös? Es hat sich in Grenzen gehalten. Also schon ein bisschen, Ja. so eine gesunde Anspannung. Ja, Daniel, wie hast du dich auf den Wettbewerb vorbereitet? Wie viel hast du geübt? Was hast du gemacht, damit du dort möglichst gut abschneidest? ich habe jeden Tag ca. bis um die 2 Stunden geübt. 2 Stunden am Tag. Ja, Oh, ja, und das anscheinend hat es geholfen. Also, für alle da draußen, die noch nicht wissen, wie viel sie üben sollen, nehmt euch ein Beispiel. 2 Stunden täglich, dann wird was aus dem Ganzen. Das heißt, du hast 2 Stunden täglich geübt und Ja. wer ist dein Lehrer? Wer hat dich in der Vorbereitung unterstützt? Ja, mein Lehrer ist der Landgregor und der hat mich ziemlich gut unterstützt. Der Landgregor. Und der hat ja auch dein Siegerstück geschrieben, Ja, der hat in Fischbachlandler geschrieben. der Fischbachlandler. Das Interessante ist, wir haben denselben Lehrer und unser Lehrer hat auch die Siegerstücke für uns beide geschrieben. In deinem Ja. Fall jetzt in dem Jahr der Fischbachlandler und bei mir war es vor 5 Jahren durchs Jagdland. Und der Holzer damals hat ja auch den Landgregor als Lehrer gehabt. Das heißt, jetzt sind wir froh, dass es einen Gregor gibt. Ja, So, den steirischen Harmonikawettbewerb hast du jetzt gewonnen. Das ist noch nicht einmal Wochen her. Gibt es bei dir schon Pläne für die Zukunft? Hast du schon irgendwas? ja, das erste wird sein, nächstes Jahr beim Herbert Bixner Konzert zum Mitspielen und alles weitere ist noch offen. Das heißt, du gibst ein Konzert mit dem Herbert Bixner. Richtig. Wo wird das sein? Auf der Brandclub. Auf der Brandluchen. Ein Herbert Bixner Konzert mit Daniel Hoppl oder ein Daniel Hoppl Konzert mit Herbert Bixner, wie man das auch sehen will. Das heißt, eine Veranstaltung, die man vielleicht gesehen haben sollte. Da wird der Daniel sein Können zum Besten geben. Beruflich schaut es bei dir wie aus? Du bist jetzt noch Schüler, du bist 14. Ja, im späteren Leben möchte ich Automechaniker lernen. Automechaniker. Alles klar. Jetzt hätte ich gesagt zum Abschluss noch, zuerst einmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast Gern. und zu uns gekommen bist. Und natürlich, wenn wir so ein junges, aufstrebendes Harmonikatalent da haben, dann wollen wir, beziehungsweise wollt ihr alle da draußen, sicherlich auch eine Kostprobe deines Könnens haben. Und da darf ich dich bitten, dass du uns vielleicht dein Siegerstück, den Fischbachlandler, nochmal vorspielst. Geht es? Super, danke. Daniel Hoppl und der Fischbachlandler.